Zu mir ist die Kim in der Cousine. Schön die Kolde Siege, wenn die Grüne. Guten allen, Shalom Aleichem. Mein Name ist Eli Benedikt und ich bin der Programmdirektor bei Jiddischlige. Ich vergebe 2 Wörter wegen der Jiddischlige wie gewöhnlich. Die Jiddischlige Ziele wird euch zu halten Jiddisch wie eine moderne, lebendige Sprache in mutigt Menschen, als wir sollen reden Jiddisch in einem tagtäglichen Leben. Die Jiddischlige gibt ein Journal mit Nummern auf dem Schwell, Wörterbücher, Lernbücher und andere pädagogische Materialien, das helfen euch, sich auszulernen eine einseitige Jiddisch. Wie euch halten wir gesättige Programme mit der Reihe Persönlichkeiten, Forscher, Singer, Akteuren in Kulturtiers, was geben euch einen Blick auf Jiddisch in einseitigen Kultur und gebt euch eine Gelegenheit, sich zu kennen mit euch. Wir verbeten euch zu stützen die Jiddischlige, wird ein Mitglied und stützt die einzige jiddische Organisation, weshalb alle ihre Unternehmungen auf Mameluschen. Gedeiht zu sehen, alle unsere Produkte, Werte von der Woche noch, Guide zu liegtfürjiddisch.org, liegtfürjiddisch.org. Alle unsere friedige Programme könnt ihr dort treffen, in euch auf unserem YouTube-Kanal Lieg für Jiddisch auf Englisch, in Jiddischlige auf Jiddisch. Ich werde bald stellen alle Linken in der Schmisskästel. Jetzt wird man jetzt sich bekennen mit Professor Daniel Sawyer. Ich will suchen 2 Wörter wegen ihm, und danach wird man sich wenden ziehen. Es eintaucht mir der Vergnügen zu reden mit Professor Daniel Sawyer wegen der Themen bealtene Autobiographies, 200 meistens von jüdischen Immigranten in Amerika, wir können sagen, es ist Geschichtes. Wir wollen schmissen wegen der Geschichte von dem Autobiografie-Konkurs, was der Ivo hat abgehalten in 1942, auf der Thema, von wo bin ich weg von der alten Eim, und wo hab ich da gereicht in Amerika. Wie über 200 gewöhnliche, ja, tagtägliche Menschen haben reingeschickt sehr Lebensgeschichte. Wir wollen lernen auch etliche Beispiele von die Äußeres und sich bekennen mit etlichen von den Schreibers in seinem Leben. Wir wollen euch erinnern, seine eigene Geschichte, seine Bücher und Forschungen. Und ich will sagen, dass ein bisschen biografische Strichen, ist ein Professor in Fordham University in New York. Hat gedient wie ein Archivist bei NIVO. Und hat mitredaktiert und geschrieben über 10 Bücher auf Englisch mit der Scheiches zu unserer Themen. Und auch ein Buch, was heißt, My Future is in America, und dort hat übergesetzt, ein Teil von die Autobiographies. Gut, ist Agiten Professor Sawyer. Dank. Morgen. Ich kann ja hoffen, Maskim sein, zu alten der Unternehmung. Und lassen wir sich hereindenken in die Themen. Da erzählen wir zum ersten, wie soll aus der getroffen der Autobiografies? Wie soll es die Bechlall zugekommen zu der Äußer? Also ich wird gesagt, dass ich arbeite in Archiv von Jiva. Ich bin gewesen dort ein Archivist. Und ich bin gewohnt bekannt mit der Sammlung. Und es ist eine riesige Sammlung. Es ist ein äußergewöhnlicher Äußer von Materialien wegen die Lebens von jüdischen Immigranten in Amerika. Und ich darf sagen, nicht nur wegen ihrer Lebens in Amerika, sondern auch wegen ihrer Lebens in der alten Heim. Weil, also ich wird gesagt, die Thema ist gewesen, von was bin ich weg von der alten Heim? Es wird mir da beschreiben, das Leben in der alten Heim. Ist das gewesen sehr, ich habe gewusst, dass das ist sehr eine wichtige Sammlung. Aber es ist sehr schwer zu nutzen. Weil es ist meistens handgeschriebene Sachen, Xaviaden, und Teil von sie sind sehr schwer zu lernen. Ich habe ein Beispiel, ich kann weisen später. Und es ist auch nicht gewesen, kein sehr protendicke Katalog von der Sammlung, von der alle Autobiographies. Also als wir reingekommen in ein Archiv und man gehabt ein Thema in Sinnen, man gearbeitet auf ein gewisses Thema, hat man nicht gekannt wissen, in welcher Autobiografie befindet sich Material wegen der dosigen Thema. Ist gewinnt sehr schwer zu nutzen. Teil Menschen, ich will nicht sagen, dass keiner hat es nicht genutzt. Gewinnt Menschen, die haben ja genutzt, aber nicht genug.
ist gekommen eine Graduierstudentke, sie hat gearbeitet auf ihrer Dissertatie und sie hat gewollt machen die Sammlung allein hat gedacht sein die Themen von ihrer Dissertatie. Aber ich gewusst, dass sie arbeitet auf dem und ich habe gehabt, es ist mir eingefallen, als das wird gemacht, ich nicht gehabt kann, ich allein habe nicht gehabt kann, ich was zu sagen, wegen der Sammlung theoretisch oder etwas so. Ich habe gewusst, dass es sehr interessante Meises und Lebensgeschichtes. Ich habe vorgestellt, als wir sollen machen eine Anthologie von Teil von die Autobiografien. Und mir ist vorgelegt zu Ivo und sie haben es angenommen und mit geschrieben eine Applikation für ein Grant und mit es bekommen und wir haben auf dem gearbeitet Fulltime ein ganzes Jahr und ein bisschen danach auch. Durchgelernt alle Autobiografien und ausgeklebt etliche, ausgeklebt 16, aber später hat der Verlag gesagt, dass das ist zu viel, haben wir ausgegeben, nein. Wow. Ja. In 16 ist zu viel, von 200. Von 223, ja. Und ich darf sagen, dass das seien die Autobiografien von dem Konkurs, was der Ivo hat gemacht in 1942. Danach sind angekommen und bis heutzutage dachte ich, kommen rein noch Autobiografien aus euch Xaviaden solche und man gibt sie zu der Sammlung. Also in Sammlung sind so viele mehr, aber von 1942 sind da 223. Du meinst, dass kommt da noch von Tagbüchern und so weiter. Ist gut zu wissen, aber als Ivo altes besonder wie eine Sammlung von Autobiografien. Ja, American Jewish Autobiographies, also heißt die Sammlung. Ja. Erzähl mir ein bisschen wegen der Konkurs. Was schon der Mann der Konkurs, lass mal reingehen zu dem. Ist das gewesen, die Sammlung ist gewesen ein Resultat von einem Konkurs, aufzuschreiben die beste Autobiografie. Und man darf wissen, als das gewesen eine Methode, Schiete, was mit welcher Ivo hat gehabt, eine Sachterfahrung schon in Europa. Weil in Europa, wenn Ivo gewinnen in Polen, in Wilna, hat man gemacht 3 Konkursen für die beste Autobiografie von einer jüdischen Jugendlichen, ja, für junge Leute. Also sie sollen anschreiben, ihre Autobiografien. 3-mal in 32, 34 und 39. Und mit angesammelt hunderte solche Autobiografien. Und interessant ist aber, als die Schiete allein stammt von Amerika, weil es stammt von Chicago, von der Chicago School of Sociology. Und in Chicago hat man angesammelt, mit rausgegeben, vergesse schon genau in welchem Jahr, um 1920, eine Studie wegen dem polnischen Feuer in Europa und Amerika. In 5 Band. Ja. Und eine von den Band ist gewesen Autobiografie von der polnischen Feuer in Chicago. Und seien gewesen 2 Soziologen, W.I. Thomas und Florian Znaniecki. Und Znaniecki gewesen allein von Polen. Und nach der Ersten Weltkrieg, nachdem was Polen ist geworden unabhängig, ist zurückgefahren in Polen. Und dachte sich, als hat gebracht, die dose Geschichte von Ansammeln Autobiografien von Polen. Und dazu ist Menschen
kennen wir Max Weinreich, ja, den Namen Max Weinreich. Gewinnt auch einer von die Vierer von der JIVO. Und hat gemeint, als das hat gewollt schaffen, als eine neue Sozialwissenschaft, ja, was wird verbinden dem Jochid mit seinen Zwiebeln. Und hat gemeint, als, lass mir sagen, als man macht das Fragebeugen, ja, man stellt gewisse Fragen. Und ein Mensch kann anschreiben kurze Antworten zu die Fragen. Oder als man macht eine Enquete, ja, ein Survey, ist mit kriegen eine Sachinformatie, nur die Informatie, was wir mit kriegen, wird nicht verbinden den Mensch, wird nicht weisen den Mensch, wie lebt in sein Zwiebel, ja, in seiner Gesellschaft. Und hat gemeint, dass die dosige Autobiografien wollen das tun. Ja, aber wir kriegen die ganze Geschichte von einem Menschenleben. Hat sehr lieb gehalten und war interessiert in Psychologie, speziell von der Jugend. Und hat auch gemeint, als das jüdische Volk halt modernisieren sich, ja. Und die alte Traditions seien nicht passig zu der modernen Zeit. Aber als man vergisst, als Ding, plötzlich ist das nicht gesund. Und das ist nicht gesund für ein Volk und das ist nicht gesund für ein Jochid, ja. Und es führt zu allerlei psychologische Komplexen, ja. Man darf wissen von der Geschichte, von der Traditions, a viele als man halt nicht im Ganzen von sich. Gemeint, dass das gewesen, als die Autobiografien kennen das tun, ja, können verbinden Menschen, sei mit für Sozialwissenschaftler, wollen sie verbinden die Geschichte von dem Jochid mit der Gesellschaft und für Jochid, was schreibt an seine Autobiografie, wird das helfen, also soll können gedenken, von wann kommt. Ist das gewesen als ein Peulen? Ist Weinreich hergekommen in Anheb von der Zweiten Weltmilchome und sie gewinnen schon eine Abteilung von JIVO in New York, am Abteil, Amerikaner Abteil von JIVO. Und mit geschaffen Geld, noch mit euch ausgeführt eigene Forschprojekten ein bisschen. Und wenn die Weinreich und ein paar andere sind angekommen, hat man gemacht in New York für ein Center von JIVO. Ja. Und man hat gedacht, beschließen, was wir tun. Was wir tun in New York. Zuerst haben wir gemeint, dass wird man machen noch einen Konkurs für Jugendliche. Ja, für junge Menschen. Aber man hat gesehen, sehr schnell, als man nicht gehabt keinen Weg. Also, wie Weihnachten hat dann geschrieben, ein Buch, der Weg zu unserer Jugend. Aber man hat nicht gehabt einen Weg zu der amerikanischen Jugend. Aber zu den Immigranten, ja. Ist man beschlossen zu machen, einen Konkurs für die beste Autobiografie von einem jüdischen Immigrant, ja. Und also wird ihr gesagt, die Thema ist gewesen, für was bin ich weg von der alten Heim und was habe ich da gerecht in Amerika? Wow. Ja. Starke Thema. Ja. Du weißt etwas, Eider, wie geht weiter aus der Mante Konkursen, die sind gewesen in Europa. Ja. Erstens, wir kennen sie noch gefunden? Sind sie noch alles in Ja. JIVO oder sind? Ich kenne
share a screen mit der, ich weiß nicht, der 25 Jahre zurück, etwas so, haben wir rausgegeben, ein Band mit englischer Übersetzungen von die polnische Autobiografien. Teil von sie sind verloren gegangen in der Zeit von der Milchome. Aber Teil haben ja gekannt Raten und Teil befinden sich 80 da in New York und Teil in Polen. Ich weiß nicht auf sicher, ja. Aber man hat rausgegeben euch ein Band von Übersetzungen von die Doseke Autobiografien, ja. Und ja. Der Thema ist gewähnt dasselbe dort. Ich meine, versteht sich nicht, was hat ihr da gereicht in Amerika oder was ist gewähnt der Thema dort? Ich denke nicht, sie gewähnt ein allgemeine Thema, sie nicht. Gewähnt für junge Menschen zu beschreiben, ihre Lebens. Versteht sich, dass das wenn junge Menschen von 16 bis 25 Jahre alt ist, was haben der gerecht, dass nicht gefragt, aber beschreiben Stamm sehr Lebens, ja. Und damals ist das nicht gewesen kein historische Marker, ja. Das ist gewesen eine soziologische, anthropologische, ethnografische, psychologische. Aber jetzt ist das eine gewaltige historische Marker von Information wegen die tagtäglichen Lebens von jungen jüdischen Menschen in die 30er Jahren in Polen. Ja, das ist das Buch wegen die polnische Autobiografien. Ich habe übergesetzt, dass ich eine von der Autobiografien in der Sammlung. Die Übersetzer Jeffrey Chandler hat redigiert das Buch. Das ist Weinreich. Das ist das Buch, was mir einmal rausgegeben auf Englisch von 9 von die 223 Autobiografien. Ist Jocelyn Cohen, sie ist gewesen der Mond, was sie hat angeschrieben, ihre Dissertation wegen der Sammlung, ja, und was das weiß. Und ein bisschen von dem geht rein in der Reihenführung, ja, in der Reihenführung von dem Buch. Aber meistens ist das Buch, das Buch besteht von die Autobiografien allein. Das habe ich gewollt weisen, als gemacht als Sache Reklame, ja, Pearson hat herausgegeben, gab Meldungen in die Zeitungen, in die jüdische Zeitungen, hat herausgeschickt Brief in die alle Organisationen und Menschen haben ausgefunden wegen dem. Und Weinreich ich kann zitieren von Weinreichen, ein bisschen mehr, für was gemeint, als die Immigranten seinen, werden sein Passig, als sie werden anschreiben, ihre Autobiografien. Also gesagt, ja, der Amerikaner Grund ist ein steinartiger. Aber wenn man guckt auf der Situation, kommt man zum Beschluss, als zum Giersten kann man noch öfter mit den Stecken von Jiddisch herausklappen von einem Stein, Enthusiasm für Wissenschaft. Das gewinnt JIWO, Jüdischer Wissenschaftlicher Institut. Und das gewinnt ein wichtiger Begriff für Weinreichen. Wissenschaft, ja. In die Schichten, was seien verbunden mit Jiddisch, treffen wir öfter bei der klar nicht kein zu klaren Verstand von einem Indienforschung. Aber kein Meure für ihres nicht da. Adarabe,
es lebt der Abschei für Wissen. In dem Abschei hat sich zu neu gebaut der alte jüdische Jeres HaKovid für Lernenteure und der Glauben von der sozialistischen Arbeiterbewegung in Wissenschaft wie ein Träger von Progress. Ja, es heißt, sei von der Tradition, sei von die neue radikale Bewegungen, haben die Immigranten durch Eretz für Wissenschaft, ja, für Forscher. Also man kommt zu sehen und beten, als sie sollen helfen. Wissenschaftler mit ihrer Arbeit werden sie helfen. Und man hat geholfen. Und als haben wir schon gesagt, als 223 Menschen haben wir reingeschickt, ihre Autobiografien in ganzen 25.000 Seiten. Wow. 25.000. Nicht nur von der Autobiografie, sondern mit euch reingeschickt Brief und Dokumenten und Bilder und so weiter. 126 Männer, 47 Frauen. Und wir können nicht wissen, auf sicher, für was Frauen haben weniger geschrieben. No, ich habe ein paar Theorien wegen dem. Ja, einer ist, was sie gewinnen mehrere Frauen, was haben nicht gekannt schreiben. Ja, es ist nicht ähnlich, also alle Juden haben gekannt lesen und schreiben. Und Männer haben aber mehr gekannt, ja. Das ist eine Sache. Eine zweite Sache ist, ich meine, mit 80, mehr wie 80 Jahre später, als die Themen sind nicht im Ganzen Gute, als man will kriegen etwas von allerlei Sorten Menschen, ja. Weil man hat gefragt, was hat ihr der gerecht in Amerika? Und ich kann sich vorstellen, als Frau hat gesagt, was habe ich der gerecht? Gar nicht der gerecht. Ich gearbeitet daheim, ja. Männer haben gekannt sagen, ich bin gewesen ein Präsident von einer Lodge, ich bin gewesen angeführt mit einem Business und so weiter. Kann sein, ja. Ich weiß nicht. Nur wir bekommen weniger Frauen. Eine Hälfte sind gewesen von New York, von Stadt New York. Und andere sind gekommen von 62 andere Eltern in Amerika, in die Vereinigten Staaten, aber auch von Kanada, Mexiko, Kuba und Argentinien. Nicht gesagt von den anderen Eltern, aber ein paar von den anderen Eltern. Und die Menschen sind angekommen in Amerika in die alle Jahrzehnte zwischen 1880 und 1940. Ja, bis ein Anheb von der Mohammed. Ein bisschen später von der Anheb von der Mohammed, viele in die 40er Jahren. 90% sind gewesen auf Jiddisch, geschrieben auf Jiddisch. Und andere sind gewesen auf Englisch. Etliche sind gewesen auf Deutsch, weil man gedruckt die Meldung in Aufbau, was gewesen die Zeitung von die neu angekommene deutsche Flüchtlinge, ja, die Immigranten von Deutschland in die 30er Jahren, ist etliche von sie haben angeschrieben, sehr autobiografisch. Und das ist sehr eine besondere Bevölkerung, ja, das ist sehr anders. 2 haben angeschrieben, sehr autobiografisch auf Hebräisch. Ja, einige kommen von Eretz Israel und der andere er gewinnt von Mizrach Europa aber er sehr lieb gehabt, Lashon Kodesh und hat angeschrieben auf Hebräisch. Ich wird nicht gelost wissen, in was war Sprache sie will, oder so nicht gesagt, dass man kann schreiben, auf was für Sprache man will. Ja, das dachte sich, ob ich gedenke, richtig ist, man hat das gesagt befehlisch, ja, also man kann schreiben, auf was für Sprache man will.
man versteht sich, als man da rausgegeben, die Meldungen meistens in die jüdische Zeitungen, in Arbeiterring, und das ist auch ein Stück Problem, weil man hat angeklebt, ich habe gesagt, dass ich weiß nicht, wie soll ich das sagen, der Sample ist nicht sehr pünktlich, ja, weil der Arbeiterring hat das angenommen wie ein Projekt. Und der Arbeiterring allein, die Zentrale von Arbeiterring, hat rausgeschickt Brief zu alle Branches, die alle zeigen, als Menschen sollen Anteil nehmen in dem Konkurs. Hat man bekommen mehrere Autobiografien von Menschen, Arbeiterring-Menschen, Sozialisten, Menschen, die sind gewähnt tätig in Arbeiterbewegungen und so weiter. Aber auch von anderen. Ja. Was noch kann ich auch sagen? Ja. Nur ein Sache. Das gewinnt ein Konkurs, ja, ist mit gehabt, ein Gewinner. Einer hat gewonnen, und hat gewonnen, dachte sich, Geld, ein bisschen Geld, nicht gesagt, nur ein bisschen Geld. Andere haben gewonnen Bücher von Ivo. Und alle haben bekommen als Auszeichnung, ja, als ein Zertifikat. Also sie haben Anteil genommen in dem Konkurs. Und das ist eine wichtige Sache für Menschen. Wir kennen sehen später Menschen, die schreiben in Brief oder in andere Sachen, als sie haben bekommen eine Auszeichnung, ja, von Evil. Also sie haben Anteil genommen in dem. Sie haben zugeholfen zu bauen der jüdische Wissenschaft. Ja. Man hat nicht zugesagt zu publizieren, die beste Autobiografie. Man hat gehabt, Idee zu publizieren. Ich meine, als ich gesagt früher, als Weiner hat gehabt die alle Theorien begriffen, was das wird sein, wie soll das verhelfen. Ich meine es, wenn man die Tage bekommen und angesammelt, haben nicht gewusst, was zu tun mit sie. Sie gewinnen sehr wenig Studien. Einer, dachte sich, ein Mensch, Lifshitz, hat herausgegeben einen Artikel wegen dem. Und man hat herausgegeben, ein Band, so darf sein, der erste Band, aber man hat bloß herausgegeben, der erste Band von einer Serie von Autobiografien, aber die Autobiografien, was man herausgegeben, ist nicht gewähnt von dem Konkurs. Ist welche? Ist mit euch angesammelt später ein bisschen etliche Autobiografien von Menschen, die sind gewähnt tätig in der Arbeiterbewegung, und mit euch angesammelt, mit gemacht ein Projekt für Jeden in der Amerikaner-Armee, was das sind junge Menschen, ja, mit angesammelt etliche und durch die Jahre haben wir euch angesammelt andere. Mit 10 Jahren später, in 1952, hat man gebeten, man soll schreiben ein bisschen mehr, was ist geschehen in den letzten 10 Jahren. Wir haben sich nicht vernommen mit dem, weil sie gewinnt zu viel. Fast zu viel für uns. Aber sie tun noch Material. Ja. Das meint, Jivo hat gebeten zugeben von was ist geschehen in der letzten. Ja. Man hat nicht gewusst, dass es eine wichtige Sache, aber man nicht gewusst, was zu tun mit sei. Sie sind dort gelegen im Archiv. Und sie gewinnen Menschen, was haben sie genutzt, aber so habe ich früher gesagt, es gewinnt schwer. Es ist eine sehr interessante Geschichte, ja. Ja. Ist öfter jetzt diese Zeit zu lernen etliche von der Geschichte. Aber fahren mir geht lernen, will ich stellen
verstanden Schmuskessli so ich gestellt. Der Schmuss ist gewidmet, versteht sich, der Autobiografie-Konkurs, das ist gewähnt. Aber als will der ein bisschen mehr wegen Daniel Sawyers Arbeit oder seine eigene Autobiografie, weil mir redet von Autobiografie ist, habe ich gestellt einen Link zu einem Interview mit der Jüdische Büchercenter und euch einen anderen Link von Alexia, was hat gegeben beim Ivo in 2019 wegen Jiddisch in New York. Ich will da mehr auf der kennt ihr sind dort und auch alle seine Bücher, alle, ich weiß nicht, ne, eine Feld, meine ich, der von der Linke. Ja. Kennt das sicher, ich meine, auf Amazon können treffen alle andere Bücher. Und ja, die Sachen, ich habe sich vernommen mit der jüdischen Immigration in Amerika und speziell New York. Das ist mein akademischer Interesse. Und ja, und das hat zu tun mit dem, ja. Ja, ist schon bald können wir reden ein bisschen mehr wegen dem. Aber jetzt lassen wir sehen ein paar Beispiele von solchen Autobiografien. Ja. Ich will weisen, als ich gesagt früher, dass es nicht bloß wegen Amerika, ja, das ist auch wegen dem Leben in der Altersheim. Und ich habe das gefunden bei sich zu der Hand. Und das ist eine, was wir haben gehabt, bei der überzusetzen und rauszugeben, aber she didn't make the cut. Sie ist nicht rein in Buch. Aber es ist sehr interessant. Das ist ich weiß nicht ihr erster Namen, aber I. Kushner. Und sie ist geboren geworden in 1898 in Ukraine. Und sie ist zuerst gefahren in Eretz Yisrael und danach in Amerika sie geboren geworden in 1998 und gekommen in Amerika in 1923 und dachte später zurück in Eretz Yisrael und danach zurück in Amerika und sich besetzt in Lexington, Kentucky. Louisville, Kentucky. Sie beschreibt ein bisschen das Leben in der Altersheim. Der Tate gewinnt darauf. Sie schreibt, ich gedenke nicht akkurat, wenn ich hab sich angefangen lernen davnen. Ich weiß noch, als Otto sei in der Frühmorgens pflegt mir mein Vater allemal auslernen an neue Schure. Und zu 4 Jahren habe ich schon gekannt als Sachen von Siddur auf Äußern wenig. Sehr oft pflegt man mich hereinnehmen zu schreien, mir geben Zuckerkiss und ich pfleg der Fahrbenchen, lehnen Krishme und erzählen meiselach, was ich hab gehört von meinen Taten. Meine Mutter pflegt schlafen bis 8 Säge. Alle Kinder pflegen schon sein auf, abgedavend und abgegessen Frühstück. Der Tate pflegt schon seinen Schul. Dann pflegt sie aufstehen, sich wegsetzen beim Tisch, ausgeschleiert mit dem seidenen Tichel unter die Euren und trinken die feine Glas Zuckerie mit Milch, mit ein paar Stücklach weißer Schale mit Butter, welche die Babbe hat ihr zugetragen. Nicht einmal fleckt mir der Reich Kricken in Nase rein und der Jetzerhaare fleckt Sorgen. Heiß sich geben ma Stickel, nur ich hab keinmal nicht gewagt. A Tate darf essen von schönsten und best, a Mame, dachte sich a Mame darf essen von schönsten und besten, von besten, zugeräten a gesunde Mame, für die Kinder fleckt sie Sorgen. Mein Tate fleckte heimkommen von Schule 12 Säger und erst dämmelt essen sein ersten Mahlzeit. Das gewinnt die Zeit von unser Allemens Mittag.
Wir pflegen Essen in 2 Zimmern, weil ein Tisch ist nicht gewesen genug für unsere größere Familie. Pflegen die Ältere Essen in Saal und die Kinder in Stollen. Die meiste Gerichten pflegen die Bobbe machen. Sie hat gekannt sehr gut kochen und ihre Gerichten pflegen haben Hashem in Stadt. Sie ist gewesen a Pavolie Touren, ist ausgekommen, als sie ist damit gewesen vernommen. Einmal in am Montag hat die Bobbe geklebt Fasolies, ist untergekommen mein jüngerer Bruder und gefragt, Bobbe, gehst machen Donnerstag einmal in am Montag hat die Bobbe geklebt Fasolies, ist untergekommen mein jüngerer Bruder und gefragt, Bobbe, gehst machen Donnerstag täglich mit Fasolies? Die Bobbe hat verstanden den Witz und beruhiglich geantwortet. Wart, Sundele, wirst sein zufrieden, als dein Weib wird sein als Alabaster wie dein Bobbe. Ich hab sich vorgestellt, mein Bruder mit der Weib und rausgeplatzt in ein Gelächter und Fahr gehabt a feinen Psack von der Bobbe. Mein Bruder hat geöffnet a Cheder mit Tukan, a Cheder mit Tukan. Versteht sich, als ich bin euch gewesen, seine Talmide. Pflege ich sitzen Tag wie Nacht und lernen und verdullen dem Taten, dem Kopf mit Frages. Als mein Vater pflegt werden ausgeduldig, pflege ich laufen zum Seiden. Mein Seide pflegt gar nicht sein zufrieden von meiner Visiten. Was teuge Mädel wissen, pflegt sich auf mir zu schreien. Nur bald pflegt werden welche und sagen, Meile, willst wissen, nur komme her. Meine Mutter ist gewesen nicht so viel zufrieden von meinem Hasmode. Sie hat besser gewollt, ich soll tun Hausarbeit, sich spielen mit den Kindern, pflege ich sich verkleiden mit die Bücher und in verborgene Winkel und sich herausjagen erst, wenn ich hab schon alles ausgelernt und oft gehabt a Borch Abe von der Mamen. Das ist interessant, das versteht sich bloß ein Auszug, aber das weiß, wir so teilmädlich haben sich Kacke ja ausgelernt zu lernen, zu schreiben und so weiter. Zu lernen ist dem Sidda ein bisschen Loschen Koidisch und so weiter. Viele hat der dort nicht lieb gehabt, ja. Ja, der See hat nicht gewollt, aber er hat auch geholfen, ja. Ja. Lernen wir. Und sie ist rüber kein New York, wenn ist sie gefahren in New York, mir weiß. In 23 zuerst. Ich weiß nicht genau, ich kenne schon geguckt. Zuerst ist sie gefahren in Eretz Israel. Ja. Das ist gewesen in 1917, nach der Revolution, in der Zeit von der Revolution in Russland. Und später ist sie hierher gekommen in 23. Wir wissen den Namen von sie, wer soll sie geißen? Kushner. 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 Wir wissen nicht ihr erster Name, nur Kushner. Ja. Man hat geschrieben mit Pseudonymen, aber man hat gedacht, reinlegen in etwas, eine Konvertie, etwas, der Emerson-Namen. Es weiß man ja die Namen. Gewöhnlich. Ja. Ich sage, das ist ein Mini-Goldstein, Le Marshall. Das ist eine zweite Frau, ja. Mhm. Und das ist ihr Autobiografie. Ja.
Und Mini, in sie hat gewohnt in New York? Sie hat gewohnt, zuerst in New York und danach in Providence, Rhode Island. Und sie hat sich ausgelernt zu lernen und zu schreiben in Amerika, nachdem, was sie ist hergekommen, dachte ich, dann 14 Jahre alt, etwas, sie hat sich ausgelernt zu lernen, Jiddisch von die Zeitungen und ich weiß nicht, wie ihr seid sich ausgelernt zu schreiben, aber ihr könnt sehen, als sehr schwer zu lernen. Sie schreibt koidem kol also wie sie redt, ja, sie stammt, dachte ich, von Warsche, gerät a Warscher Jiddisch und schreibt also wie sie redt, ja, und onken schon Punktuatie und ja, und der alle Werte gemacht zusammengequetscht, ja. Ist das Ja. ja, das ist gewesen sehr schwer zu lernen. Ich habe es gelernt und ich habe es übergesetzt. Aber ich bete euch, ihr soll nicht beten, dass ich soll es lernen jetzt. Weil das gewesen mit der 20 Jahren zurück. Und das ist eine von der Autobiografien, also in der Buch, in der englischen Buch? Ja. Weil sie gewesen ein außergewöhnlicher, wir haben ausgeklebt, also habe ich gesagt, 16, aber bloß nein, seinen eigenen Buch zum Sof. Aber wir haben ausgeklebt, die, man gewollt sie machen, ein bisschen mehr, representative von der Bevölkerung, von den Immigranten, ist 5 Frauen, 4 Männer, die Männer vernehmen fort mehr Seiten, nur 5 Frauen, 4 Männer, Menschen von New York, Menschen von anderen Eltern, Radikalen, Sozialisten, Nicht-Sozialisten, Frohmänner, so weiter. Ist aber die Hauptsache der Ecke gewesen, als sie haben erzählt eine gute Geschichte, ja, und sie haben es sehr gut gekannt erzählen. Und sie gewinnen einer von sie ist, kaum was sie hat gekannt schreiben, no, sie hat gekannt erzählen, ja. Ich habe 2 Fragen, so sind eine mit der anderen so zusammen. Erstens, wer hat gelernt alle Autobiografien originell in 1942? Wer hat gelernt und macht wen? Und was hat ihr getan, wenn sind gekommen zu schreiben, das Buch? Wer hat gelernt alle Autobiografien und macht wen? Also das ist das Beste. Ja. Ist gewinn demult der Komitee in 1942, Weinreich und ein paar andere, und beschlossen. Ja, wir haben sehr Notizen, ja, einer, gedenk, nur einer, als man hat geschrieben auf einer, das ist reine Belletristik. Ja, und das heißt, das ist Fiction. Das ist Fiktion, das ist nicht keine Autobiografie. Reine Belletristik, und das haben sie nicht gewollt haben. So gewesen Einsache. Aber sie haben beschlossen. Und das ist gewesen das ist der Gewinner. Benjamin Reisman, Benjamin Reisman. Gewinnt der Gewinner. Und das ist, dachte ich, nein. Und hat dann geschrieben, sehr gut, ja. Wir haben was wir haben beschlossen, wir haben durchgelernt die alle Autobiografien. Ich, Jocelyn Cohen, und noch ein paar, wir haben gehabt ein paar Volontieren, a student intern, und wir haben sie alle gelernt. Wow. Und wir haben gemacht Notizen und wir haben beschlossen, welche wir haben gewollt reinnehmen im Buch. Sein Autobiografie ist die einzige, was wir haben verkürzt ein bisschen. Weil es gewinnt lang, es gewinnt mehr wie 100 Seiten. Und ja, ist auch sehr prächtige Autobiografie. Also das ist der längste, was ist gewesen? Nee, es ist die längste gewinnt, die längste gewinnt 1000 Seiten. Wow. Wir haben das gegeben, einer von den Volontieren, sie soll es lernen. Hast noch ein Beispiel zu Ja. lernen?
Ja, Hast du von den Gewinner, Agav? ja, ich hab von ihm, lass mich gefunden. Hm, lass mich geguckt haben, 1 Minute. Ah ja, ich kann lernen, ich hab von ihm einen Ausschnitt, wenn er noch gewesen in Europa und auch wenn er ist angekommen in Amerika, ist in Europa. Er gewesen ein Blecher, gearbeitet mit Blech und gemacht Dächer, ja. Und er ist geboren geworden in 1876 in Galizien, in Kalisz, ja, Kalisz, in Galizien. Und er ist hergekommen in 1996, ich bin 20 Jahre alt. Und sich versetzt, er gelebt Zeit in New York und sich versetzt später in Pittsburgh. Ja. Zuerst schreibt er, in Galizien schlägt er herumfahren in die Dörfer und die Städtler verrichten Dächer. Ja, verrichten Dächer. Schreibt er, ist herumgefahren, schreibt er, ich bin zu der Kretschme zugekommen und hab, entschuldigt, es ist ein bisschen abgeschnitten, die Schures. Ich bin zu der Kretschme zugekommen und hab Überbeißen gegessen. Und ich hab sich schon mehr nicht gehalten. Ich hab mich abgeruht und Tage gedenkt. Ich soll stehen, ich hab Tage gedenkt, ich soll stehen bis morgen. Der Kretschmer erkennt mich. Avoiler Jid. Er heißt mir euch zu stehen dem heutigen Tag. Weil es kann sich machen, als Emetzer soll kein Lollen, noch ein Städtel, fahren, welch mitfahren. Ich bin geblieben. Er geht zu pintlich, ja. Mini Goldstein hat nicht gehabt, im Ganzen nicht kein pintlich. Er geht zu im Mittensatz. Ich bin geblieben, sich auszuruhen dorten. Zum Anbeißen hat mir Miro, dem Ballerbosses Freu, gegräht zu Tisch und ihr ein Mädel mit 2 schwarze lange Zepp und puchgeräute Backen und mit 2 schwarze Augen. Sie hat gemusst jünger sein von mir mit 2 Jahren. Sie hat gelegt zum Tisch die Löffelgabel und Messer und Salzmästel. Und wir haben gegessen a guten, geschmacken, milchdicken Anbeißen. Später bin ich herein in Ballerbosses Cheder, wo es ist gewesen an Almer mit Zworen. Ich habe rausgenommen dem Jalkut und sich gesetzt zum Tisch reingeguckt in Jalkut. Aber 2 Segel, es öffnet sich die Tür und das Mädel, Rivkele, hat sie geheißen, hält der Tatz in der Hand und stellt neben mir weg auf der Teller ein Stück Stenling. Und das ist gewesen ein Wort, was keiner nicht gekannt. Und wir haben gedacht, fragen bei Sachmenschen. Dachte ich, das ist Honig von die Bienen, ja. Stenling. Und mit ein Glas mit reuter Wasser. Und sagt zu mir, als die Mama hat mir geheißen, reintragen die Stenling und ein Glas mahlenes Sirupwasser.
trinkt, es ist sehr gut. Ich nehme ein Stückel Stenling in mein Mäul und Rivkele steht hart neben mir. Und so wie ich krieg sich mit dem Stenling, bewegt sie sich zu mir zu und gibt mir einen festen Kusch und läuft von Stube raus. Das ist gewesen dem ersten Kusch, was ich hab von einem Mädel gehabt. Ich bin erstaunt geblieben, haltendig in mein Hand ein Stückel Stenling in mein Mäul und in mein Mäul. Ja, ich bin euch verschämt und reut geworden für sich und für die 4 Wände. Nur die Stenling habe ich später ein bisschen, wenn ich bin zu sich gekommen, aufgegessen und euch die Glas mahlene Sirupwasser habe ich ausgetrunken. Aber ich habe täglich dem Jalkut vermacht und ihn zurück in Almer hereingestellt und wieder sich beim Tisch weggesetzt. Ich habe sich genommen zu erklären, was die 4 Minuten ist mit mir vorgekommen. Ich habe sich gar nicht gekannt zu erklären. Nachher bin ich ein bisschen gekommen zu sich. Habe ich sich allein gefragt, welches ist gewesen süßer? Sie der Stenlik mit die schöne Bienenlächelach? Sie die Glas mahlene Sirupwasser? Oder Rivkeles Kusch? Aber bald habe ich getracht, es ist nicht schön von mir solche Gedanken. Es ist nicht schön von mir solche Gedanken zu haben. Und ich habe sich täglich der Mond von dem Maimer von der Gemorre Jevalmes, nämlich Telem einecha me'eshes chen pentilached bemetzudecha. Auf Mamaloschen kann man so austeitschen. Vermeid deine Augen zu gucken auf eine schöne, verheerete Freude, weil Tomer wirst du reinfallen in eine Zore. Und dieselbe kann man sagen wegen Abesule. Und gleich zu mir so getan, ich will daheim nicht nächtigen. Ist das eine meistens Geschichte, was man nicht, wo wird man das finden? Ja, nicht in Zeitungen, nicht in Fliehblätter von Organisationen, von Parteien. Ja, aber das ist ein Teil vom tagtäglichen Leben. Was ist geschehen im Leben? Ja. Und wir können sagen, dass viele Designs ist das, der Lektion gerufen behalten, weil hoffen sie sind ein Design behalten. Ja, viele was sind nach euch im Buch ist noch nein Autobiografie, sondern viele der Autobiografie hat verkehrt sind. Ja, also ihr wird claimen, alle Sachen darf man gerne reinheben. Es kann sein, dass man wird sagen, einmal alle digitizen, you know, aber noch nicht. Noch nicht. Und noch ein Auszug von demselben Mensch, ja, von Ben Reisman, was ihr seht. Und das ist, wenn ist angekommen in Amerika in 1996. Und ist angekommen in der Zeit von die Wahlen. Gewinn Wahlen in 1996, ja. Und ist angekommen in der Zeit. Und ja, schreibt yes, schreibt ja, yes, das Leben damals ist wirklich interessant gewesen. Mein Schwager Mottel
nimmt mich die erste paar Tage von mein Kommen zu Street-Meetingen, das heißt Versammlungen in Gas, ja. Zu hören verschiedene Redner reden wegen dem Election Campaign. Plötzlich der Herr auf einen anderen Corner, und das ist die Sache, also die Menschen, speziell die, was an gewinnen in Amerika 30, 40 Jahre, mischen rein eine Sache englische Wörter und sehr Jiddisch. Also hat man geredet und also hat man getracht und also hat man geschrieben, ja. Ist plötzlich der Herr auf einen anderen Corner, Suffolk und Rivington Street, a jiddischen Redner reden. Ein junger Mann ist auf a Box, a Kästel gestanden und hat gerät mit voll Begeisterung. Gerät mit voll Begeisterung gerät. Schweite. Ich bin, nennt er sich, ich hab sich der nennt zum Crowd, zu dem Eulen. Ich darf sich besser zugreifen zum Geschäft, zum Redner. A heuchen junger Mann, ein Eug guckt a bissl a Rauf. Das ist gewesen der erste Sekretär von die Vereinigte Jüdische Gesellschaften, Gewerkschaften, Bernard Weinstein. Ja. Solche Wörter habe ich in mein Städtel kein Mal nicht gehört. Arbeiterfreiheit. Man arbeitet schwer und bitter und in die Sweatschäpper und die Kinder gehen nacket und Borves. Soziale, politische und ökonomische Einheit und Sicherheit. Angebeten, die Zuhörer sollen kommen in Ludlow Street in Abend in sozialistischen Club. Dort wird sein guter Redner. Das Wort Sozialist habe ich zum ersten Mal in mein Leben gehört. Mit Begeisterung von dem Redner bin ich heimgegangen, schlafen. Liegendig auf dem Geläger haben meine Gedanken gearbeitet wegen der Rede, was ich habe erst gehört. Als Arbeit darf sein, begründet auf Joschel und Gerechtigkeit. Die Kinder eure gehen herum in Gas, Borves und Nacket. Habe ich angehoben zu denken wegen mein Städtel, Kalisch, mit die kehillische Balabaten. Für was interessieren sich nicht mit die Kinder in Gründen und Gründen nicht Kintal mit Teure und andere gesellschaftliche Verbesserungen für die armen Kinder. Sie sitzen über die Gemorre und machen mit die Lippen und sie sennen nicht mit keinem viele ein Wort, was sie lernen. Lernen sie denn nicht Gemorre, der Dorm, der Maimer, is Horo, übersetzen, als man soll hitten für die Arme und sie halten nicht, was sie lernen, wo sie können sie sitzen über die Gemorres und stamm plappeln. Mit die und solche Gedanken bin ich an Schlafen geworden. Das ist interessant, was hat in der alten Heim hat allemal gewollt sein a Lerner. Ja, hat gewollt sein in Yeshiva-Woche. Hat
gewollt, sich lernen Gemara. Aber gewinn ein halber Jossam, und gedarf sich lernen am Malacha und gewohnt am Baal Malacha und hat allemal sich gefühlt ein bisschen verschlagen wegen dem. Ist gekommen her und gehört die Werte wegen Sozialismus, als hake die Arbeiter seien die, was seien wichtiger, ja, und die Lerners ist das gewinn sehr wichtig für ihn, ja. Ist, und viele später, wenn geworden ein Stückel Boss in Pittsburgh, a contractor, a roofing contractor, ist noch als gewesen ein Sozialist. Und interessant ist, was man hatte der Begriff als Menschen sind hergekommen, gewesene Buddhisten und so weiter, gekommen, schon ausgelernten Sozialismus, sozialistische Ideologien und so weiter, aber sind auch gewesen solche, was sind hergekommen, speziell, also früh in den 90er Jahren, was das ist, in Amerika ist das gewesen das erste Mal, was gehört, das Wort Sozialismus, you know. Wow, ja. Und kommt von einer gläubigen Sprache, ja? Ja, das war gemacht alle, weil das waren gewesen Menschen, was sind geboren geworden, die oder im 90. Jahrhundert oder in sehr frühen 20. Jahrhundert. Ja. Ihr wollt lernen noch Autobiografie, oder soll ich ja, sicher. Ja. Ja. Das ist von Rose Schoenfeld. Ich habe ein Bild von ihr. Ja, Rose Schoenfeld. Ja. Und sie hat gestammt von der Hobbitsch, euch in Galizien. Und sie ist geboren geworden in 1884 und hergekommen in 1912. Und was interessant ist, ihr Mann ist hergekommen früher. Und sie haben gehabt bei der, als soll ein bisschen verdienen, ein bisschen Geld und zurückfahren. Aber wenn gewinnt noch als da, hat sie beschlossen, als das Zeug nicht, als sie und die Kinder dürfen fahren in Amerika. Aber sie hat gemeint, als ihre Eltern wollen sie nicht lassen fahren. Hat sie gelost die Kinder mit den Eltern und sie ist allein rausgefahren, zuerst. Und sie hat bezahlt für eine Cousine, soll später kommen mit den Kindern. Sie ist allein rausgefahren, weil sie hat gesagt zu den Eltern, als sie fahrten ergens auf ein paar Tage und sie wird zurückkommen. Ja. Wow. Und ein bisschen später hat sie geschickt noch die Kinder und mit der Cousine. Aber ihre Überlebungen von der Reise seien euch sehr, Teilsachen seien interessant, weil sie seien sehr typisch, ja. Also sie drücken euch Sachen, was alle Menschen, Sachmenschen haben sie durchgelebt. Andere Sachen seien interessant, weil sie seien nicht sehr typisch. Und ihr Überlebungen auf der Reise seien sehr nicht typisch, ja. Sie schreibt, auf dem Schiff Augusta Victoria ist gewesen prächtig schön, kimat reich. In dem Speisesaal hat alles geglimmert von Reinkeit, von Säuberkeit. Zum ersten Mittag habe ich gesehen auf dieselbe Teller Butter, Käse und euch kalte Fleischen. Hat es mich bald darum genommen am Meure Vertreffes. Ich bin geblieben sitzen und nicht gegessen. Ist der Flormeister zugekommen und gefragt,
sie mir gefällt nicht das Essen, was man hat, was man geht, wird man mir geben, was ich verlang. Nein, Herr Flormeister, ich will nicht essen, weil ich sehe, als es nicht koscher. Efter ist möglich, man soll mir geben nur Brot mit Ei. Nein, Madame. Wir haben a Table, a Tisch, für jeden, was Essen nicht treffe. Will ich dir setzen zu jenem Table, aber es ist weit nicht so fein wie bei die Tables. Ich hab sich erfreut und hat mich besetzt zu einem langen Tisch wie auf a jüdische Simche. Und in beide Seiten Tisch sind gesessen Jiden mit Bärd und Freuen. Sie haben mich freundlich aufgenommen und ich habe mit die Mitreisende freundlich verbracht den ganzen Weg, wie die Sonne hat prächtig gescheint und alle haben gut gefühlt zu lieb dem guten Wetter. Also habe ich die ganze Reise durchgemacht in 8 Tagen bis Amerika gesund und frisch. Und danach beschreibt sie das Ankommen in Amerika. Ich hab zu meinem Mann geschickt eine Postalkarte. Als ich komm, ist aber das Postalkartel angekommen mit 3 Tage später von mir. Man hat mir nicht gemacht, keine Schwierigkeiten, herunterzugehen von Schiff, weil ich hab gehabt mein Manns a Brief. Ich hab mit sich gehabt sehr kleine Bagage, bloß ein kleines Satchel mit ein paar Sachen. Als ich bin angekommen mit der Schiff, habe ich sich nicht gewollt schleppen mit meinem Ränzel, habe ich es gestoraged bei der Schiff. Genommen a Fiaker, a Hossie Buggy, so steht geschrieben, a Hossie Buggy, a Horse and Buggy, ja, a Taxi, a Hossie Buggy, welche haben damals noch existiert bei der Station. Ich habe dem Driver gegeben mein Manns Adress und hat mich zugeführt zu dem Haus, wo ist eingestanden bei seiner Schwester Tochter auf Allen Street. Shabbosabend bin ich heraufgekommen auf den 3. Stock zu meinem Manns Niece, Pelmenitze, und bin rein wie von Himmel heruntergefallen. Alle in Haus sind so überrascht geworden, als sie haben mich gesehen, als sie haben kein Wort gekannt herausreden. Und mein Mann hat von Überraschung genommen Chalischen. Wenn, warum bist du gekommen, haben sie genommen fragen, als sie seien zu sich gekommen. Gekommen mit der Bahn und mit dem Schiff. Und dort bin ich da, habe ich lachendig geantwortet. Und wo sind deine Gepäck? Hat die Niece gefragt, auf mir guckendig. Die Gepäck? Gestoraged. Man wird mir bringen. Ich hab sich nicht gewollt schleppen mit Gepäck. Habe ich gesagt. Zeno, a Lady von Broadway, an ausgeputzte. Und bist nicht mit? Was soll ich mit sein? Ich hab denn gearbeitet von dich? Alle haben sich nicht gekannt abwundern von mir. Ich hab getragen a hellgrünen Sutel mit a schwarzen feinen Hut, mit a Pocketbook. Und das ist alles. Sie haben nicht gekannt, ihre Augen herunternehmen von mir. Wie gut ich hab ausgesehen. Wow.
Er hat gesagt, dass sie nicht typisch. Warum ist das nicht typisch? Weil sie gewinnt Nicht zu gut. alles. Ja, es ist gewesen, die Sonne hat gescheint. Ja, die meiste Geschichte ist wegen des Fallen, ist das gewesen eine Schwierigkeit, ist geworden krank auf dem Jam und Teilmenschen sind gewesen auf Schiffen, wo es haben nicht gar kein koschere Essens und man hat gegessen die ganze Zeit Kartoffel und das Salz mit Zibbel ist öfter. Und ja, so. Minnie Goldstein dachte sich, sie schreibt, sie beschreibt, dass die Reise mit bloß gegessen Kartoffeln mit Zibbel ist die ganze Zeit. Ja. Und versteht sich als das Rav, Menschen sind hergekommen in das Rav, Geschichte beschreiben, wie soll die grüne Immigranten seien angekommen zu die Kräuven und die Kräuven haben angehalten, arbeiten auf sie auszugreenen, ja, und kaufen neue Kleider und sie lernen ein paar englische Wörter und so weiter. Das ist der einzige, was sie ist angekommen und sie haben gemeint, dass sie sehr so schön und fein und outstanding. Ja. Sehr interessant. Gut, ich meine, dass wir sich angerieten zu entdecken, weil wir sind schön schon mit 7 nicht. Du hast noch etwas, was du meinst, das ist wichtig zu lernen? Muss man guckt an. Dabei könnt ihr euch trachten, ob ihr Fragen ist oder was. Ihr könnt das schicken zu mir in Schmusskästel, ihr könnt das auch reinstellen in Schmusskästel, oder ihr könnt sich allein euch stimmen in Fragen, noch wenn ihr wird anfangen auf das. Ich habe noch eine. Oh. Ich glaube, sie allemal so lieb. Es ist sehr schwer zu sagen. Ich habe aber schreiben, ich weiß nicht, ich will hören mehr. Noch? Ja, ich meine, Ja. noch eine ist gut, ja. Ja. Ich habe eine Beschreibung von einer Shop, ja, von einer Sweatshop. Und das ist von Aaron Domnitz, was ist geboren geworden, jetzt in Belarus und hergekommen, war der Erste Weltmilchome und gearbeitet Zeit in Shop, gewohnte Zeit in New York. Später ist geworden ein Dentist in Baltimore. Ist noch einmal, gewesen ein bisschen ein gebildeter Mensch, ja. Gebildeter Mensch, ein gewesener Yeshiva-Bocher. Aber gearbeitet in Shop. Es ist gewesen ein kleiner Shop, altmodisch und nicht sehr rein. 8 Machines für die Operators. Eine Nähmaschine, ja, eine Maschine, und der, was arbeitet auf der Nähmaschine, ist ein Operator. Für die Operators. 3, 4 Presser, noch ein paar Finishers, das heißt, endigen ab, ziehen heraus die Fastriges. Die 2 Balabatim haben euch gearbeitet. Einer hat zugeschnitten. Einer hat zugeschnitten dem Unterschlag. Die Oberschlagware hat zugeschnitten ein Spezialist. Man hat genäht Männerrecklich. Die Operator seien die Achsonen von Shop. Aber nicht alle seien von derselben Madrege. Es wendet sich nach dem Sort Operatie, was führt durch. Und beschreibt ein bisschen die Arbeit. Zwischen die Operators sind gewähnt Chicago-Titten. Einer ist gewähnt ein heimischer Baltfile. Hat versungen die Häus
mit Yomem Nerom dicke Nigunen von die Umetigste. Der Hauptoperator, der Kölner Einnäher, ist gewesen ein älterer, der Schlagener, ein Familienmann, hat wenig gerät, hat Meure gehabt für der Union und für die neue Schepper mit Elektre. Einer ist gewesen ein Heucherbacher, Pinje. Nicht Sam, nicht Benny, nicht Jaime, nur Pinje. Er schon lang gewesen im Land. Er hat oft der Mond, dem Fakt, was hat noch einmal gearbeitet zusammen mit Kaspe. Dr. Kaspe hat geschrieben in Vorwärts. Hat der Dr. Kaspe von Vorwärts und mit Moreski Rosenfeld, wenn sie haben noch genäht Hemdlach, Pinje ist gewesen sehr empfindlich, wenn man hat direkt angewunken, als wäre schon alt und ausgespielt. Hat der Boss sich angebesert in Saison, wenn die Arbeit brennt, als man ist zu langsam und man geht nicht zum Hand, fleckt sich Pinja a Stellton, kunzig ausspeien hoch zum Sufit, gemacht dem russischen Mischeberach und hat sich weggesetzt, reiben die Katerinke, die Maschinken, als die, was hinter ihm, haben kaum ihm angejagt, zu geben ihm zum Hand. Er fleckt dann a Sogton, Pinje ist noch Pinje. Auf mir hat Pinje geworfen ein Eug, noch von Anfangssaison. Er hat gewollt wissen, warum schweige ich ständig und was bin ich gewesen auf ein Emes in der Heim. A Rolf, sie erfährt gar nicht. Etwas muss sein der Meer mit dem Grünen. Einmal mich gehabt beim Hand. Mittagzeit bin ich gesessen in einem Winkel und essendig reingeguckt in ein Englischbücher. Aha, ich seh schon, hat ausgeschrien und hat sich vertracht. Mittel mit den Schnaren hat vorgesetzt, still zu seinen Kollegen. Ich erkenne das. Ich habe mal gearbeitet mit Kaspe und Morske zusammen. Jener, anweisendig auf mir, verlag nicht zu uns. Von dann an ist Pinje geworden sehr heftig zu mir. Hat sich aufgehört zu schaffen mit mir, wie der Minig ist mit der Grünen ein Arbel machen. Er hat mir viele einmal vorgeschlagen, als ich soll raufkommen, Schabes früh in Schab, wenn keiner wird da nicht sein, und wird mir auslernen, wie zu einnähen, Keschenen. Das ist ein höherer Stapel von Operatorei. Wollen mich die Bosses kränk auf sie, geben mir Reis zum kommenden Saison. Ja, das ist es. Interessant. Ja. Also sollte man nach ihm genehmen, alle Seiten von der Migration. Euch mal gerade ein bisschen wegen Europa, euch wegen Schiff, euch wegen Arbeiten in Ja, in der neuen Land. wegen Arbeit, wegen was tut sich in der Heim, ja, mit den Kindern, mit alles dem. Ich will jetzt so stellen in der Schmusskästel der Linken zu der Jiddischliga.
Und ich will sagen, dass ihr könnt gehen zu leaguefeedisch.org, dort wird ihr sehen, alle unsere freundliche Programme. Und ich will euch reklamieren noch einmal alle Bücher, was Daniela geschrieben, ihr könnt das treffen, friert in der Schmuskestel, ihr könnt das sicher auf Amazon oder auf eBay, es ist alles dort zu treffen. Und guckt auch da rein wegen seiner eigenen Geschichte. Ich will vorlehnen, der erste Frage, was ich sagen kann von Eulem, das ist reingeschickt privat. Die erste Frage ist, wegen deiner eigenen Biografie, ob du hast gewachsen mit Jiddisch in der Reim und ja, was hat dich gestoppt zu publizieren der Autobiografie ist. Ist zwei besondere Fragen. Ist, nein, ich bin in der Heim, aber nicht gerecht in Jiddisch und die Eltern haben nicht gekannt in Jiddisch. Bis dann hat der Tate ein bisschen mehr verstanden, wie hat gelost wissen. Nur, ich habe als Teenager, als Jugendlicher, habe ich beschlossen, dass ich will sich lernen Jiddisch. Und ich habe angehoben, sich zu lernen und studieren. Zuerst in Arbeitering und danach im Sommerprogramm von JIVA. Und danach habe ich gearbeitet in JIVA und in einer Zeit, wenn man noch als gerät Jiddisch in JIVA, Englisch auch, aber Jiddisch auch tagtäglich. Und gewinnt Menschen, mit wem man gerät Jiddisch. Und ich habe auch gearbeitet in Büro von Bund, ein Stückel Zeit. Und dort haben wir gerät meistens Jiddisch. Damals habe ich sich gelernt, Tage zu reden, ein bisschen. Jetzt ist mir ein bisschen schwerlich, weil ich habe nicht keine Gelegenheiten zu reden. Nur, und wenn ich habe sich angehalten zu lernen Jiddisch, versteht sich, also mit den älteren Kräuven, habe ich herausgefunden, dass kennen alle Jiddisch und man gerät Jiddisch zusammen und so weiter. Und später bin ich in der Graduierschule, ich habe studiert zu sein Historiker und ich habe gewollt schreiben. Zuerst, lange Geschichte noch, zuerst habe ich gewollt studieren wegen Jiden in Mitteleuropa, noch ich bin gewesen in NYU und damals in der Abteilung von Geschichte gewesen. Ich weiß, gewesen ein bisschen lebendiger zwischen die, was haben studiert Amerika. Bin ich rüber zu Amerika, habe ich beschlossen, aber zu studieren, die Jiden, die sind gekommen von Mitteleuropa in Amerika. Und ich habe angeschrieben ein Buch wegen die jüdischen Landsmannschaften in New York. Ja, weil das ist noch eine Sammlung in JIVA. Weil in die frühen 80er Jahren hat man angesammelt als Sach Protokollen und Akten und Materialien von die Landsmannschaften. Ja, und man hat Materialien von hunderter Landsmannschaften. Ist einer Professor, General Weissman Jaslet, hat vorgestellt, dass Emetzel in Class soll arbeiten mit die Materialien. Ich sagte, sicher arbeiten mit sie. Ich habe geschrieben ein Doktorat wegen dem und später ein Buch. Das ist das Buch. Das ist dasselbe Buch. Zwei, wie sagt man, Ausgabes, ja. Ist, hardcover, soft, mit welche Tavlen, mit harte Tavlen, ist Jewish Immigrant Associations wegen Landsmannschaften. Ja, in New York. Ich habe gehabt ein Interesse in dem. Ich habe gearbeitet in JIVA, Stückel Zeit. Ich habe gehabt ein Interesse in Immigranten. Ich habe gewusst wegen der Sammlung. Und also habe ich gesagt, nein, aber ich vorgestellt zu Jocelyn Cohen, als wir sollen zusammenstellen als eine Anthologie von der Autobiografie. Weil das ist eine praktische meistens, ja. Ja. Gut, einer will sich noch euch stimmen und fragen. Ihr kennt. Ja, ich will fragen etwas, Chaim. Wir sind gezugt zu dem Jiddisch, und in einer Besprache, sie sollen gewähnt, Bundisten. Sie nicht. Bundisten? Ja. Nein.
Kein Bundist. Kommunisten, Jo. gewinn Kommunisten, gewinn linke Zionisten und nicht kein Bundisten. Ja, ihr kennt reden, das kommt wegen dem, weil Tage, ihr habt doch geschrieben ein Buch wegen dem, wegen die Geschichte vom Bund, ja. Das ist nicht kein ganz Buch, das ist ein Katalog, sozusagen. Von 120. dachte ich, Jahrtag von Bund, habe ich geholfen zusammenstellen, ein Bichel, ein kleines Bichel wegen Geschichte von Bund. Ich bin zugezogen zum Bund als Jugendlicher. Ich bin schon mehr nicht kein Bundist, nur damals bin ich ein Bundist. Und ich habe gearbeitet in Office vom Bund. Ja. Und ich habe noch als der Herz von Bund, das ist eine Sache, was sie gewollen vergessen, ja, von Kimat allen aus. Das ist nicht jöchelig, ja, also man soll es vergessen. Es ist eine wichtige Sache. Gut, noch einer will etwas fragen? Weil ich fragen muss, früher zugeschickt auf der Frage wegen der Geschichte von Eden in New York im Allgemeinen. Wenn ist Jiddisch rein zu New York? Also er hat gesagt, dass er hat angegeben, ich leg zu, also er hat gesagt, dass der Konkurs hat vereinigt Menschen, was haben schon geredet, weil sie schon einen Ruf von 1880, aber sein Gewinn Elias Farden? Gewinn Farden, gewinn mit Stamme Jiden, was haben geredet Jiddisch, gewinn hat ein Jid, was hat geredet Jiddisch, a viele in 70. Jahrhundert. Weil einer von den ersten Jiden, was ist angekommen in New Amsterdam, das ist geworden in New York, ich gewinn Asher Levy, was gestammt von Wilna. Ich stell sich vor, kennt Jiddisch. Mit wem er hat geredet, das weiß ich nicht. Weil das Rav-Jiden sind nicht gewinn mit Stamme. Und ich darf sagen, als in 18. Jahrhundert, Chotsch, gewinn ein Schul, ja, gewinn eine jüdische Kehille, gewinn ein Schul, ein Kehille, ja, in New York. Und sie gewinn offizielle sephardische Kehille. Und es existiert noch als, Sheriff Israel auf Central Park West. Gewinn offiziell sephardisch, aber schon in 18. Jahrhundert, sicher bis schon in 1750, lassen wir sagen, sind das Rav gewinn Ashkenazen. Und mit Stamm haben sie geredet Jiddisch. Ja. Aber, und im 90. Jahrhundert sind angekommene Sachen mehr Jiden, meistens von Zentraleuropa, und Leute jüdischen Volksdekoren heißen sie Deutsche Jiden. Und sie sind angekommen von Deutschland, von Ungarn, von Alsace, von verschiedenen Orten. Und die kolische Sprache gewinnt Deutsch. Man muss da haben wir Sachen sehr euch gerade Jiddisch zwischen sich, ja. Kommen von kleinen Städten, viele in Deutschland in Mitte 19. Jahrhundert haben wir Sachen jeden gerade Jiddisch. Mit Meirevdik Jiddisch, ja. Aber in die 70er Jahren vom 19. Jahrhundert und in die 80er Jahren haben wir angekommen Hunderter, Tausender bis mehr wie 2 Millionen bis die 20er Jahren jeden von Tage von Mizrach-Europa, von Russland, von Polen, von Rumänien und so weiter, was sie haben Tage gemacht, Jiddisch war eine Massensprache in New York. Die erste Zeitung ist erschienen 1878. Das ist die jiddische Zeitung. Aber es ist nicht gedauert lang. Und danach sind herausgekommen, dann erschienen jiddische Zeitungen in die 80er Jahren und sie haben ja gedauert.
gewähnt das jüdische Tageblatt und die Gesetten und später andere, die Vorwärts und so weiter. Gut, ist ein größten Schakor von kommen, größten Schakor von sein Doyle mit sich an neu geht so die Schmutzkastel Menschen sind nicht Schakor und ihr wird alles kennen, da ist der Platz der Mann, sie wird alles kennen sein auf die YouTube Kanal später und ihr wird sehen noch in der YouTube Beschreibung wird ihr kennen sein alle Linken auch zu kaufen, alle Bücher auf Amazon wird ihr sein Linken, und ihr wird kennen gehen kaufen und auch zu die jüdische alles ist noch am Gerät mit ihrem Link. Gut, sei gesund. Steuerfang kommen, Steuerfahrt Eulen kann sein. Ja, seien wir gesund. Bye bye. Così